Ich würde mal sagen, the same procedure as every week. The Beji is too late and we have to call him. Hallo Leute, Samstag. Wer von euch hat ein Video gemacht? Ich würde ja gern, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich meinen Saustall nicht aufräume, dann darf ich nicht mehr raus. Ich habe leider keine Zeit. Mein Problem ist, ich habe mir so wehgetan beim Gitarre spielen. Ich mache heute gar nichts mehr. Guckt mal, aua. OT kommt sofort, steht aber, was tut sie, weil mein Auto ist gleich. Mano, alles muss man selber machen. Digga, was treffen wir jetzt eigentlich heute? Was war der Grund? Wir treffen uns eigentlich gar nicht so lange, wenn der Monchi pünktlich kommt. Ich glaube, wir müssen ihn fast mal wieder anrufen. Der Monchi rettet gerade seine Schildkröte, hat von mir einen Heizlüfter gekriegt, weil ich habe dem nämlich meinen Heizlüfter aus meinem Auto gegeben. Wenn du morgens kratzen musst, ist ja alles zu spät. Deswegen habe ich einen Heizlüfter in meinem Auto stehen mit einem Verlängerungskabel vom Rasenmäher, das bis hier hochgeht. Und morgens drücke ich gerade auf den Balkonknopf, wenn ich aufwache, und wenn ich dann eine halbe Stunde später an mein Auto gehe, ist es einfach aufgetaut und warm. Den Heizlüfter habe ich jetzt dem Monchi für seine Schildkröten geliehen. Du hast wirklich ein gutes Herz, aber was du hier gerade beschrieben hast, das hört sich an wie so am neueste heiße Scheiß von Technik. Jetzt ist voll die geile Methode, dass man morgens einfach in sein warmes Auto steigen kann. Weißt, alle anderen würden sagen, ja, das machst du mit WLAN und dann hast du da so einen kleinen Router noch mit einer SIM-Karte im Auto und dann geht das alles an und dann macht das, aber der Alex nimmt ein Kabel vom Rasenmäher, stellt einen Heizlüfter ins Auto, macht morgens das Fenster auf Kipp und steckt dann den Stecker rein. Nee, falsch. Kann man auch so machen. Der Stecker steckt in der Steckdose drin und zwar auf unserem Balkon haben wir eine Zeitschaltuhr. Balkon haben wir eine Steckdose und die kannst du von innen mit einem Lichtschalter betätigen. Nein! Und morgens wird einfach nur den Lichtschalter an. Es wird nicht einmal kalt. Das ist ja the next level. Es ist voll das Opfer, was ich bringe, dass ich morgen früh meine Finger schon benutzen muss und kratzen muss und in ein kaltes Auto gehen. Das ist voll eklig. Wenn du noch irgendwie eine kurze Jacke an hast und dann geht das kalte Sitzding dann an deinen nackten Arsch, das ist echt widerlich. Der Monchi muss erst mal wissen, was für ein Opfer bringt für ihn. An deinen nackten Arsch? Alex? Wie steigst du morgens ins Auto ein? Das willst du gar wissen. Ohne Hose? Warum steigst du morgens ohne Hose ins Auto? Guck mal, der Harry, der schläft schon fast ein bei dem Gedanken. Dem schläft schon alles ein. Ich lenke mich gerade ab. Ich bin froh, dass ich da jetzt nicht zugehört habe. Ich bin irgendwann bei ohne Hose oder was, bin ich rausgewusst. Okay. Ja, dann ist alles wieder gut. Warte mal, ich rufe mal den Pellecci an. Der heizt nämlich gerade Schildkröten, möchte ich den Arsch ein. Monchi? Nebil? Wie Nebil? Ja, red einfach weiter, ist cool. Ach, Nebil! Endlich mal ein vernünftiger Mann am Telefon. Endlich ist mal ein richtig vernünftiger. Nebil, bitte, komm in die Band. Bitte. Ja, wir schmeißen deinen Bruder raus. Komm du bitte in die Band. Kannst du singen, Nebil? Halbwegs. Ein bisschen vielleicht. Ja, ein bisschen. Gerade auslaufen kann ich ja. Ja, das Reicht. Du kannst das Schorle Glas in die Hand nehmen und wenn es halber voll ist, kannst du es auf den Kopf leeren, oder? Ja, natürlich. Also, dich gekauft, dich nehmen wir, inklusive, du siehst ja noch so aus wie der Mann, perfekt, geil. Lass da gerade ein Bart wachsen, sei so gut und hol dir Zoom auf den Computer und dann machen wir schön. Und vergesst nicht, der Monchi soll da gerade den Proberaumschlüssel geben. Achtung, jetzt sind wir gespannt, der Monchi kommt rein und wir gucken mal, ob er heute reden kann. Ton. Stellt eine Verbindung vom Audiosignal her. Achtung, keine Verbindung hergestellt. Monchi, nein, wir haben es doch geübt. Einen wunderschönen guten Abend. Applaus! Angeschlossenen Funkhäusern in Fußgenheim. Einen wunderschönen Abend. Hier sind die 8 Uhr Nachrichten. Und wie seriös. Ja, heute um 20 nach 8. Und ist ja schon aufgefallen? Ja, du hast 10 Kilo abgenommen im Gesicht. Ich habe endlich ein Doppelkinn. Ich dachte ja jahrelang, dass ich kein Doppelkinn habe. Und jetzt hast du eins gefunden. Wo war es denn? Jetzt habe ich irgendwo eins gefunden. Und am Fell? Ja. Boah, sieht das seriös aus. Also jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben ein kleines Problem jetzt, wegen der Distanz. Weil, wie wir vorhin gehört haben, haben wir ja den Nebil hier reingebeten, zu uns in the Call. Also wir sind uns jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt, wer du bist. Also... Weil wenn so einer kommt jetzt und sagt, hallo, ich bin der Monchi, dann muss man erstmal sagen,
Ich glaube, also Ja, das Schlimme ist, man kann ja noch nicht einmal sagen, okay, als Beweis, sag uns mal einen Text auf, weil du willst weder du noch dein Bruder. www.quatschkopf.de Ach so, palzrock.de Meine Mama hat gesagt, wenn ihr euch nicht mehr besser benehmt, darf ich mich nicht mehr mit euch treffen. Ich habe euch sehr vermisst und ich bin froh, dass der Monchi wieder eine Stimme hat. Ich bin froh, dass ihr da seid. Ich Komm, Alex, habe es euch muss- auch vermisst. Alex, jetzt musst du noch in die Kamera gucken und lügen. Komm. Boah, ihr seid so wunderschön heute, meine Schätze. Ja, und mit diesem schönen Schlusswort gehen wir in die abgeschlossenen Funkhäuser.